Ein Wal im Rhein, ja, heute würde das wahrscheinlich sofort die sozialen Netzwerke fluten. Vor genau 60 Jahren war das nicht anders, zumindest was die Begeisterung angeht. Wochenlang, da schwamm ein Beluga-Wal durch den Rhein und wurde zum Liebling der Menschen. Sein Name Moby Dick. Und auch in Bonn, da sorgte der ungewöhnliche Besucher für mächtig Aufsehen. Er ist die Sensation des Frühsommers 1966, der weiße Beluga im Rhein. 4 Wochen tummelt er sich im Fluss und bringt sogar Bewegung in das politische Leben der damaligen Hauptstadt. Als er am 13. Juni hier direkt vor dem Regierungsviertel auftaucht, geht es drinnen eigentlich gerade um die NATO, bis es plötzlich heißt, Moby ist da und alle an den Rhein strömen. Zum ersten Mal gesichtet wird er Mitte Mai in Duisburg. Dort melden Rheinschiffer, hier schwimmt ein weißer Wal. Ab da fragt sich jeder, was will der hier? Und überhaupt, wer oder was ist ein Beluga? Nee. Kaviar? Nee. Ist das ein Fußbodenbelag? Ein was? Fußbodenbelag, Beluga? Waschmittel. Sind Zum Sie sicher? Waschen? Ja. Ja, haben Sie schon mal damit gewaschen? Oh, wie oft. Eher ahnungslos ist man auch im Planungsstab, der eilig gegründet wird. So sind erstmal alle froh, als der Duisburger Zoodirektor Dr. Gewald sich anbietet, ihn einzufangen. Seine erste Idee: will man ein Tier aus dem Wasser holen, hilft ein Netz. Oder auch nicht. Der Versuch per Pfeil und Bogen schlägt genauso fehl wie die Idee mit der Betäubungspistole. Moby zeigt sich wenig beeindruckt, der Jäger frustriert. Sie wissen, wie es gestern ausging. Wir waren auch praktisch von 10:30 an dem Wal auf den Fersen. Und er ist uns dann in der Dunkelheit schließlich doch noch durch die Lappen gegangen. Es ist tatsächlich sehr schwer. Moby taucht ab, zeigt sich erst Tage später weiter rheinaufwärts wieder. Überall halten Menschen Ausschau nach ihm. Eine Zeitung verfolgt das Tier per Zeppelin, um täglich aktuell zu berichten. Der 4-Meter-Wal ist ein Star und bekommt sogar einen eigenen Karnevalshit. Was will der weiße Wal, der weiße Wal im Rhein? Er hat gehört, im Rhein soll Wein statt Wasser sein. Salzwasser wäre ihm lieber. Die Menschen sorgen sich. Die Zeit im Rhein hat das Tier gezeichnet. Und Zoodirektor Dr. Gewald, der die Jagd mittlerweile aufgegeben hat, sieht Mobys Schicksal quasi schon besiegelt. Wenn das Tier im Rhein bleibt, dann gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit. Dann geht er ein. Es ist nun mal ein Meeresbewohner und überleben im Rhein kann er nicht. Zum Glück scheint Moby genug zu haben. Nach seinem Gastspiel in Bonn kehrt der Wal um und verschwindet, so geheimnisvoll wie er aufgetaucht war.